liebe Kids, schön seid ihr wieder da in der Actionhalle oder zu Hause oder von dort aus, wo ihr die Möglichkeit habt, mit dabei zu sein. Herzlich willkommen. Wir starten heute in die neue Serie Daniel. Und wer von euch möchte gerne so eine richtig coole Superkraft haben? Etwas, in dem du extrem gut drin bist. So gut, dass Menschen zu dir kommen und dich fragen, ob du ihnen mit deiner Superkraft behilflich sein kannst. Wäre das nicht etwas total Schönes? Und bevor wir auf Entdeckungsreise gehen und bevor wir herausfinden, was dich so besonders macht und was Gott an Talenten in dich hineingelegt hat, lasst uns doch gemeinsam Gott anbeten. Da, wo ihr könnt und möchtet, macht euch Platz, damit wir tanzen und singen können zu den Liedern. Und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss, bis gleich. Ein neuer Tag, neue Chance, um mit dir durchs Leben zu gehen. Du gibst mir Kraft, wenn ich nicht mehr mag. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich hab keine Angst, du bist mit mir. Ich hab Mut, deine Kraft ist in mir. Bin nie allein, ich lauf mit dir los, voll Energie. Kein Berg ist dir zu groß. Ich hab keine Angst, du bist mit mir. Ich hab Mut, deine Kraft ist in mir. Bin nie allein, ich lauf mit dir los, voll Energie. Kein Berg ist dir zu groß. Heute ist unmöglich mit dir Gott. Alles ist möglich mit dir Gott. Heute ist unmöglich mit dir Gott. Alles ist möglich mit dir Gott. Neuer Tag, neue Chance, um mit dir durchs Leben zu gehen. Du gibst mir Kraft, wenn ich nicht mehr mag. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich hab keine Angst, du bist mit mir. Ich hab Mut, deine Kraft ist in mir. Bin nie allein, ich lauf mit dir los, voll Energie. Kein Berg ist dir zu groß. Ich hab keine Angst, du bist mit mir. Ich hab Mut, deine Kraft ist in mir. Bin nie allein, ich lauf mit dir los, voll Energie. Kein Berg
Lieben, jetzt möchte ich euch gern von Daniels Superkraft erzählen. Daniel kann Träume deuten. Gott hat Daniel und seine Freunde mit Weisheit und Erkenntnis beschenkt. Und bald war in ganz Babylonien klar, das sind voll die Pros, die kennen sich voll gut aus. Und immer wenn König Darius vor einer schwierigen Entscheidung stand, bat er Daniel und seine Freunde um Rat. Der König war unglaublich begeistert von Daniels Gabe und sprach mit ihm darüber. Und das war der Moment gewesen, wo Daniel hätte richtig angeben können. Er hätte sagen können, ja, stimmt, ich bin voll cool und meine Gabe ist der Hammer und das Wissen habe ich mir ganz alleine zugetragen und meine Fähigkeiten habe ich mir richtig erlernt und. Aber das tat er nicht. Er erzählte dem König von Gott und dass Gott ihn befähigt hat, diese Superkraft auszuführen und dass diese Superkraft auch ein Geschenk von Gott an ihm war und er nur dadurch anderen Menschen dienen kann. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und ich möchte sagen, auch du bist einzigartig. Auch dich hat Gott mit Talenten ausgestattet und er möchte dich gerne gebrauchen. In der Familie, in der Schule, unter Freunden, in der Nachbarschaft, in deinem Hobby. Gott kann durch dich sprechen. Er kann dich benutzen, damit andere Menschen Gott kennenlernen. Und Gott hat jeden einzelnen von euch beschenkt. Er hat dich beschenkt. Er hat dich ausgestattet. Er hat niemanden ausgelassen. Niemanden. Er macht keine Ausnahmen. Jeder von euch hat diese Gabe in sein Herz gelegt bekommen. Für die Aufgabe der Woche fände ich sehr, sehr schön, wenn ihr euch überlegt, was könnte meine Gabe sein, was könnte meine Superkraft sein. Und schreibt es doch einfach auf. Und nehmt euch Zeit mit Gott und überlegt und redet mit ihm. Vielleicht zeigt er euch die Superkraft, wenn ihr sie selber noch nicht entdeckt habt. Und ich habe das so gemacht, ich habe jetzt einige aufgeschrieben, in die Sterne reingesetzt. Zum Beispiel, vielleicht bist du unglaublich gut im Beten und kannst andere damit dienen. Oder du kannst super gut backen und möchtest jemandem eine Freude machen, indem du einen Kuchen vorbeibringst. Ich male unglaublich gern, das ist etwas, damit beschenke ich auch andere. Ich durfte gerade eine Auftragsarbeit machen für die Kirche hier im Ort, durfte große Steine bemalen mit der Ostergeschichte von Jesus, dass andere Menschen wieder der Geschichte nahe kommen und wissen, was ist mit Jesus passiert damals, warum wurde er gekreuzigt und. Das ist schon bei vielen Leuten in Vergessenheit geraten. Oder vielleicht siehst du die Arbeit und kannst jemandem helfen oder du singst unglaublich gern. Das sind alles Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat und noch viele, viele mehr und manchmal hast du auch mehr wie eine. Und Gott möchte ganz gern davon Gebrauch machen und er möchte gern, dass du dieses Talent auch ausübst und auslebst. Ich mache das so, wenn ich mit Gott rede und ich habe manchmal Schwierigkeiten, so die Ruhe zu finden, gibt es mehrere Möglichkeiten, die zeige ich euch gleich. Also ihr könnt zum Beispiel euch in eine ruhige Ecke setzen, runterkommen, alles ausblenden, die Augen schließen und vor Gott kommen und mit ihm reden und er zeigt euch auf, was deine Superkraft ist oder du hast vielleicht noch Sorgen, dann darfst du ihm sie abgeben. Wenn du aber vielleicht so bist wie ich und du kannst schlecht still sitzen, dann lauf los. Lauf los, mach einen Spaziergang und rede mit Gott dabei. Genieß die Sonne und das Vögelgezwitscher und die Ruhe und der Wind, der dir um die Nase braust. Das kannst du benutzen und genießen und die Zeit mit Gott haben.
Oder du legst dich einfach in die Wiese, schließt deine Augen, genießt die Sonnenstrahlen, all die Geräusche um dich herum und hast Zeit mit Gott und er wird dir erzählen, was du brauchst und er wird dich füllen mit dem, was du brauchst und dein Herz erfüllen und ja, genießt es doch und nutzt doch das, was Gott dir gegeben hat, nämlich eine Superkraft und die Möglichkeiten, zu ihm zu kommen in verschiedenen Art und Weisen. Danke, Jesus, dass du jedes einzelne Kind mit deiner Gabe füllst, dass da etwas raus entstehen kann, etwas Starkes, Großes, nämlich eine Superkraft. Und dass du auch die Kinder nicht alleine lässt mit dieser Kraft, sondern dass du sie anleitest und ihnen zeigst, wie sie damit umgehen können und wie sie dir damit dienen können. Jesus, ich danke dir vom Herzen für diese Möglichkeit. Ich danke dir für diesen Zauber, den du in uns bewirkst. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gesegnete, gute Woche. Bleibt gesund. Nehmt das Thema mit zu euch nach Hause. Schaut, wie könnt ihr was umsetzen? Wie könnt ihr einander dienen? Wie könnt ihr einander hilfreich sein? Und nutzt das. Es ist eine Kleinigkeit, das zu benutzen, aber die Wirkung ist riesengroß. Lasst euch davon mitreißen, lasst euch verändern durch Gott und das, was er euch geschenkt hat. Hey, seid gesegnet, bleibt gesund. Wir sehen uns bald. Tschüss.